Ich bin der Jada von der Vierweltstuten und bin hier am Park Merveilleux für alles zu wissen. Da kommt mal mit. Hallo, ich bin Jaden von den Vierweltstuten und du bist? Der Michael. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist, was macht dann genau so ein Tierpfleger? Der versorgt hier alle Tiere. Ich habe lauter Vögel hier gesehen. Woher kommen sie und warum bleiben sie hier? Die kommen alle aus Madagaskar. Die bleiben hier, weil sie sich hier wohlfühlen. Danke, tschüss. Danke auch. Tschüss. Hallo, ich bin Jaden von den Vierweltstuten und du bist? Moin, ich bin der Carsten. Ich habe eine Frage um dich. Wie es ist denn möglich, dass die Schlangen hier im Park Merveilleux leben? Na, das ist so wie mit allen Zootieren. Man versucht ihnen ein schönes Zuhause zu schaffen, wo sie alles finden, was sie brauchen. Und dann funktioniert es recht einfach, gerade bei den Schlangen, weil sie nicht viel Platz brauchen. Wir haben dann in diesem Tropenhaus die Möglichkeit, es schön warm zu machen und die Feuchtigkeit zu steuern. Und dann fühlen sie sich eigentlich wie zu Hause. Wie gefährlich ist denn, wenn man ein Krokodil oder eine Schlange füttert? Eigentlich gar nicht gefährlich, weil wir als Tierpfleger wissen natürlich, wie man damit umzugehen hat oder wie die Tiere reagieren. Also man schaut dann, wie sie gerade hier drauf sind, ob sie gut oder schlecht gelaunt sind, so wie es halt jedem mal geht. Und entsprechend muss man dann damit umgehen. Man kann also manchmal ein bisschen dichter ran, manchmal ein bisschen weiter weg. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo man vielleicht gar nicht reingeht, so muss man das entscheiden. Und entsprechend hat man dann immer etwas Sicherheit. Unsere Tiere sind eigentlich nicht so groß, von daher auch nicht so gefährlich. Und die Fische, wie oft essen sie pro Tag? Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt unsere Diskusfische nehmen, die essen 3-mal am Tag. Aber wenn wir jetzt Raubfische haben, wie die Raubwelse oder die Piranhas, die bekommen eigentlich nur 2-mal die Woche. Also es ist abhängig davon, wie sie sich in der Natur ernähren und entsprechend füttern wir sie. Wer ist das größte Fisch? Bei uns dürfte das wohl der Sogaro-Wels sein. Wir wissen nicht ganz genau, wie groß er ist, aber so ein Fisch kann durchaus über 100 Kilo haben und 1,50 Meter lang werden. Unser ist also bestimmt einen guten Meter lang und entsprechend schwer. Und jetzt gehe ich in den letzten Bereich, die Voliere. Schön, dich wiederzusehen. Ebenfalls. Womit und wie füttert sie die Schildkröten? Im Winter bekommen die Schildkröten jetzt Heu, im Sommer bekommen sie Gras. Und draußen habe ich Affen gesehen. Auf was muss man aufpassen, denn wenn wir Affen füttern? Aufs richtige Futter und darauf, dass die Menge stimmt. Und bei Affen, die beißen können, am besten, dass sie einen nicht beißen. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich hatte einen schönen Tag, ich hoffe, der auch. Ich habe viel daraus gelernt. Also bis geschwind bei der Vierweltstuten. Adi.